So, und willkommen Fußballfans und Servus zu Pro Evolution Soccer 2014. Tja, und da sind wir jetzt beim neuesten Teil von Konami. Und ich möchte da gar nicht groß rumquatschen und möchte zum ersten Spiel starten. Wir werden als erstes kein Ding starten, keine Liga, weil keine Bundesliga drin ist, also noch nicht. Beziehungsweise habe ich schon drin, aber nicht vollständig. Aber ich möchte euch erst einmal ein bisschen den Umfang zeigen. Also bei Freundschaftsspielen zum Beispiel kann man natürlich mit Vereins- und Nationalmannschaften Spiele austragen. Dann gibt es natürlich wieder Champions League, die Original Europa League, die Copa Libertadores und ganz neu die AFC Champions League. Das ist die, ich glaube unten steht's, oder? Nein, nicht ganz. Also es ist die asiatische Champions League, also Asien und Ozeanien. Und wir starten erstmal ein Freundschaftsspiel. Genau, und da kann man mal schauen, was alles drin ist. Also Premier League ist jetzt hat Original drin. Normal in der Standardversion heißt englische Liga und beinhaltet keine Originalmannschaften, bis auf Manchester United. Ja, die Liga 1 aus Frankreich, die Serie A aus Italien. Dann haben wir die holländische Ehrendivision, die spanische Liga, die portugiesische Liga, Bundesliga, ja. Schon mal original drin mit Logos, aber die meisten Mannschaften noch ohne Originalspieler, bis auf Bayern, die sind standardmäßig drin, und Schalke und Leverkusen. Gut, dann haben wir weitere Mannschaften Europas. Kennt man ja soweit. Dann haben wir die brasilianische Liga wieder, also genauso wie im Vorgänger. Dann haben wir die Primera Division aus Argentinien. Das ist auch ganz neu drin. Und kann durchaus interessant sein, finde ich. Dann haben wir die Primera Division aus Chile. Genau, da kann ich natürlich überhaupt keinen. Dann haben wir die PLA-Liga aus Lateinamerika. Das sagt mir so gut wie gar nichts. Dann haben wir weitere lateinamerikanischen Mannschaften, das sind 4. Dann haben wir die AFC Champions League, wie gesagt. Und da haben wir dann zum Beispiel die Central Coast Mariners, die sind manchmal Australier oder aus Neuseeland, irgendwie daher. Dann haben wir einige arabischen und asiatischen Mannschaften. Oder Saudi-Arabien gehört Money noch zu Asien. Oder gehört das schon zu Afrika? Ich weiß gar nicht. Schon, gell? Das schaut mehr nach Arabien aus. Gut, dann haben wir die PAS League. Und es beinhaltet lauter asiatische Mannschaften. Da kann ich natürlich auch keinen. Dann haben wir noch andere Vereine Asiens. Sind bloß 2. Dann haben wir die PD2 League, was auch immer das ist, sagt mir gar nichts. Ja, und dann haben wir noch Ländermannschaften, das ist bekannt. Und wir wollen gleich mal ein Länderspiel starten, und zwar mit der deutschen Nationalmannschaft, weil die doch nächste Woche ihr Länderspiel hat gegen Irland. Und das werden wir jetzt einmal spielen. Ich werde euch so nach und nach bei jeder Folge ein bisschen was zeigen. So, Irland haben wir da. Gut, Deutschland spielt natürlich im Originaltrikot. Irland noch nicht, kommt aber noch. Also im Laufe der Zeit, weil der Patch wird weiterentwickelt. Im Moment ist der aktuelle der 0.2 Patch, aber der 1.0 ist schon angekündigt und der beinhaltet dann die Original-Bundesliga. So, da können wir uns wieder einen Ball aussuchen. Und wir spielen mal mit dem Klassik, oder? Nehmen wir mal den da. Und Stadion, pass auf. Gibt es im Moment 19. Da werden jetzt dann beim nächsten Patch auch einige dazukommen. Gut, ich würde mal sagen, wir spielen in der Allianz Arena. Gut, Strategie schaut so aus.
so ähnlich wie bei 2013. Nur was blöd ist, dass der Pfeil da sehr langsam ist, also sehr träge. Genau, so weit schaut die Aufstellung aus. Wobei mir das da nicht passt. Links außen spielt, pass auf, das ist ein Verteidiger, der spielt links außen. Und so die Figuren da, zum Beispiel bei Mertesacker, der ist ziemlich rot. Das heißt, er ist sehr motiviert. Bei Schmelzer zum Beispiel ist er eher blau, das heißt eher, ja, nicht so motiviert. Und das wirkt sich, oder soll es sich aufs Spiel auswirken und kann sich auch im Laufe des Spiels ändern. Ja, man sieht schon von der Optik her, die neue Fox Engine, die macht gut was her. Gut, und das war die deutsche Nationalhymne. Irland hat scheinbar gar keine. Gut, die Aufstellung ist bekannt. Und dann wollen wir mal starten ins erste Spiel von 2014. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin noch nicht so geübt darin, weil ich ja sehr lange 2013 gezockt habe. Und bei 2014 ist die Steuerung ein bisschen anders, ist komplexer geworden, muss man sagen. Und wenn man 2014 dann zum ersten Mal spielt, sollte man auf jeden Fall erst einmal das Training benutzen. Lahm kann flanken. Der Dortmunder Schmelzer erwischt den Ball noch. Reus. Ja, da wollte ich ihn ausspähen, das habe ich noch nicht ganz so drauf. Wird sich aber noch im Laufe der Zeit ändern. Khedira, Özil. Und der kann da abziehen. Glanzparade war es jetzt keine. Davon abgeprallt. Und jetzt haben wir. Achso, Abseits. Gut, selbstverständlich. Marco Reus war im Abseits und ein paar andere. Abschlag vorne. Coleman. McGeady. Und er holt die erste Ecken raus. Abgeblockt, Wilson. Cox. Oh, der ist drin. Ja, so schnell geht's. Whelan war's. 1-0 für Irland. Die Fans hoch erfreut. Und das müssen wir uns nochmal anschauen. Da wird er geblockt. Und der Typ da tut ja, über kleinere Pässe kommt der zu Whelan und der kann Neuer überwinden. Ja, Neuer war aber da irgendwie scheinbar machtlos. Und wir liegen schon mal hinten. Schmelzer. Und das war gerade ein Fehlpass. Hummels. Philipp Lahm.
Özil erwischt den nimmer. So, wieder McGeady. Der Flügelspieler von Celtic Glasgow, wenn ich mich recht erinnert. Außer er ist woanders gegangen. Ja, St. Ledger hat aufgepasst. Wieder Wieland, der Torschütze, Robbie Keane. Und Müller. Ja, da vorne rennt keiner, aber er kann sich durchsetzen. Unglücklich. Und es gibt Ecke. Gut, bei den Ecken hat sich auch ein bisschen was da, muss ich kurz erzählen. Mit dem linken, nein, mit dem rechten Joystick mache ich das da. Und mit dem linken mache ich solche Kurven. Finde ich allerdings gar nicht so schlecht. Ja, Müller knapp drüber. Also war gar nicht so schlecht die Ecke. So, 22 Minuten spät. Abschlag Irland. Khedira. Wo ist denn der andere? Haben wir einen links gewonnen? Ja, da müssen wir behutsam vorgehen, weil die lassen sich ja gerne mal hinfallen. So, Müller klärt. Und Irland ist da sehr angriffslustig, eh? Diesmal hat man neuer. Ja, klassische Foul. Und es hat gleich mal eine gelbe Karte zur Folge für St. Ledger. Der hat da gerade Mesut Özil über den Haufen gehauen. Und man muss sagen, von der Animation her schaut es natürlich wieder geil aus. Und Reus, ja, der war knapp. Das war ein Missverständnis. O'Shea. Marco Reus mit der Riesenchance zum Ausgleich. Und Wilson mit einem weiten Bein. Ja, Reus verliert wieder. Robbie Keane. Aber Schmelzer war schneller. Ja, Müller war dort langsam, kann sie aber im Zweikampf behaupten, jawohl. Nein, war Foulspiel. Ja, war Foul von Müller. Und da muss ich noch dazu sagen, der Schiedsrichter ist nicht mehr so streng wie bei 2013. Da war er immer sehr schnell mit gelben Karten und so. Das ist er jetzt nicht mehr. So, Müller hat freie Bahn. Wer läuft mit? Keiner. Wir wollten nämlich zurücklegen. Cox. Und Marco Reus wieder. Und wir haben noch 1 Minute Nachspielzeit. Und der Boyn, der biegt auch nicht mehr so am Fuß. Also das ist schon, wie gesagt, komplexer geworden. Man muss da schon besser aufpassen, weil sonst verliert man ziemlich schnell den Ball immer. Ja, der Schiedsrichter pfeift ab erst einmal.
Und nach 45 Minuten führt Irland 1-0. Wobei wir einige Chancen gehabt haben, mehr Ballbesitz, aber waren uneffektiver. Wollen wir natürlich noch ändern. Ja, wollen wir wechseln? Ich weiß nicht. In der zweiten Stürmer, glaube ich, schaut es ziemlich schlecht aus, oder? Wir kannten aber, pass auf. Jetzt werden wir Khedira raus dann. Und vielleicht noch als hängende Spitze den Herrn Podolski reinhauen. Dann hätten wir vorne schon mal. Oder? Haben wir schon mal mehr Power. Genau. Gut, so schaut man. Also der Einstieg zu Pro Evolution Soccer 2014 ist ein bisschen komplizierter. Am Anfang wird man einige Frustmomente erleben. Aber wenn man mal drin ist, dann eröffnet sich erst das Ganze. Also wie ich das erste Mal gespielt habe, war ich schon ein bisschen überfordert. Weil das schon ein gescheiter Umstieg ist. Schmelzer. Reus. Das hat er gut gemacht. Aber ich kann kein spielen. So, der Kapitän. Ja. Und so geht es. Müller. Das war schon eine Kombination. Und führt zum Ausgleich. Und man hört es auch her, von der Soundkulisse ist das auch um einiges stärker geworden. War bei 2013 immer ziemlich dünn, finde ich, wenn der Tor gefallen ist. Das ist jetzt um einiges kräftiger. Ja, das war doch schön gespielt. Eingeleitet über Lahm und Özil. Oder? Nummer 8 ist der Özil, ich weiß gar nicht. Ich glaube mal schon. Gut, und der neue Spielstand heißt 1-1. Verdienter Ausgleich, finde ich. Coleman, McGeady. So, Özil gewinnt den Ball zurück. Auf Marco Reus. Also sprinten, da muss man vorsichtig sprinten. Weil man da sich schnell mal im Ball zwei vorlegt und dann ist er fort. Podolski. Ja, damit rechts schießen ist glaube ich nicht so gut, weil Podolski ja der Linksfuß ist. Wolters. Ja, ich hab's schon geahnt, gell. War gut gespielt, der Pass. Und Neuer kann gerade noch übers Tor klären. Faustabwehr. Und das war ein Foulspiel. So, Freistoß. Ja, rechts vorbei. Zu den Freistößen muss ich sagen, das ist auch nicht mehr so wie bei 2013, dass jeder 50 Meter Hammer drin ist. Also auch nicht, wenn jetzt der Freistoß von einem Ronaldo geschossen wird. Das war ja bei 2013 ziemlich, ja, das habe ich lästig gefunden, da sind immer die Freistöße ziemlich oft eingegangen. Reus kann sie nicht durchsetzen. Schmelzer. Roman ist Müller. Ja, warum nicht? In die Hände von Forde.
Özil auf Reus. Der verliert ihn wieder. War auch ein Foulspiel. Ja, man sieht schon, Ballen verliert man ziemlich schnell wieder. Macht so einiges realistischer. Ja, die Iren versuchen natürlich auch, wenn sie die Möglichkeit haben. Und ich denke mal, wir werden nochmal wechseln. Genau, 71 Minuten spät. Das ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Denn wir kannten noch. Pass auf, wir spät nichts so besonders. Da haben wir vielleicht einmal, weiß nicht, da haben wir mehr, das sagt mal außer. Da haben wir mal, weiß ich nicht. Da haben wir halt einmal ein Boateng rein, oder? So, wieder im Ballbesitz über Schweinsteiger. Der verliert ihn gleich wieder. Und ich muss dazu sagen, ich habe die Passhilfen auch geschaltet. Weil man kann da, ja, da gibt es viele Einstellmöglichkeiten. Wo es natürlich den Wiederspielwert erhöht, wenn man jetzt irgendwie auf der schwersten Stufen auch ganz gut ist und das einen so leicht vorkommt, kann man dann den manuellen Pass einschalten. Finde ich allerdings auch gut, dass es so ist. Weil wenn das Spiel dann schon nach kurzer Zeit zu leicht ist oder so, und dann spielt man es ja nicht mehr, dann macht es ja keinen Spaß mehr. So, Philipp Lahm erwischt den Nick. Und es gibt Einwurf für Imon Inland, genau. Wilson. Robbie Keane, ja, Hummels mit einem Ausfall. Und das hätte gefällig werden können. Robbie Keane kommt frei zum Abzug. Steht da ziemlich einsam. Aber zum Glück geht er vorbei. So, schauen wir mal. Vielleicht können wir noch den Lucky Punch landen und gewinnen noch. Boateng mit Einsatz. Gleich nochmal. Ja, jetzt war der Doppelpass richtig gut gewesen. Müller, Denner, Laftanik. Wilson. Ja, kleines Missverständnis zwischen Schmelzer und Özil. Weiter Ball auf Müller. Und Foul von Podolski. Und er wird natürlich ja die gelbe Karten kriegen. Beklagt ja nicht groß. Ja, der Ball wird fast nur zum Klose gesprungen. Und noch mit die Iren über die rechte Seite, aber Hummels so einen Tick schneller. Klose, ja, der war irgendwie auch nicht groß aktiv davon hat. Und Podolski nochmal mit der großen Chance. So, pass auf. Letzte Chance jetzt. Machen wir mal ungefähr so. Ja, das war's.
Endstand heißt 1-1. Zum Sieg hat leider nicht mehr gelangt, aber gut, war ein Freundschaftsspiel. Da ist uns ja egal. Nächste Woche sollte natürlich Deutschland nicht so spielen, sondern ein Tor mehr schießen, um zu gewinnen. Ja, bei Irland war der beste Mann der Torwart. Der hat nämlich einiges aus.